So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt nochmal hier schön. Also, jetzt sind wir wieder zurück, hoffentlich mit dem Wi-Fi-Passwort schlechthin. Also Bettina, jetzt sagen wir nochmal, was machen wir hier in Barcelona auf der Mobile World Konferenz und was passiert heute? Es ist halt nicht nur 5G, wie man meinen mag, sondern es geht hier sehr, sehr viel um das Internet der Dinge. Es geht viel um Autos. Also man sieht hier die ganzen Automobilhersteller, das ist wirklich erstaunlich. Ja, viele Themen, Robotics, die halt nicht nur mobile sind, sondern wo man wirklich sagt, das Ganze wandelt sich jetzt zu einem IoT-KI-Kongress und hat da natürlich prima Ausgangschancen, um auch die nächsten Jahre sehr erfolgreich zu sein. Man muss auch eins sagen, also ich finde jetzt hier in Barcelona auch wahnsinnig toll, die Organisation, wie das hier alles funktioniert. Ja. Also es ist ja eine Riesenmesse, die habe ich wirklich so groß schon lange nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Und du wirst am Flughafen schon durchgeleitet, du kriegst dein Badge, also es hat alles wunderbar funktioniert. Ja, also finde ich toll. Sollten wir vielleicht auch mal in München oder in Düsseldorf oder in Köln oder bei all unseren Messestandorten in Deutschland mal überlegen, wie wir uns da nochmal verbessern können. Weil wir gerade, wenn du auch gerade von Auto gesprochen hast, drehen wir uns mal ein bisschen in die Richtung. Ja. Gleich neben uns ist natürlich Mercedes und hat da auch schon seine autonomen LKWs abgebildet. Oder wenn wir hier Vico, das ist auch ganz spannend, was die da drüben so treiben. Ganz vorne habe ich, da gehe ich vielleicht später dann nochmal mit dir vorbei, Audi gesehen, mit dem e-tron, auch ein tolles Auto. Du hast dich da mal reingesetzt? Nein. Musst mal machen, ist schon spitze. Ich komme kaum mehr raus. Aber was ich eben wirklich spannend finde, ist halt der Schulterschluss der Automobilindustrie, die ja traditionellerweise immer super closed waren. Und jetzt merkt man da, es hat ja mit hier angefangen, dass ja immer mehr Allianzen und immer mehr versucht wird, zusammenzuarbeiten, Ökosysteme zu formieren und sich auszutauschen, nicht nur unter den Automobilherstellern, sondern auch mit Softwareunternehmen. Also gestern zum Beispiel, da wurde nochmal drüber gesprochen, die große Kooperation von Microsoft und Daimler. Also da tut sich so viel. Also hier ist sehr viel Automobilwelt zu Hause. Ja. Randerscheinungen, die man eigentlich auf so einer Messe gar nicht erwartet hätte vor 1 oder 2 oder 3 Jahren. Das ist richtig. Finde ich auch super. Was ist jetzt heute noch angesagt bei uns auf dem Stand? Du hast ja ein schönes Programm, glaube ich, zusammengestellt. Wir haben hier eine Guided Tour. Wir wollen ein bisschen in Robotics gehen. Wir wollen uns aber auch anschauen, was die Israelis wieder im Nähkästchen haben. Also die sind ja immer, die sprühen ja immer vor Ideen. Estland zeigt uns, wie ein kleines Land, das nicht viel Geld hat, seine Verwaltung komplett digitalisiert hat und da einen super Job hingelegt hat und weltweit heutzutage eigentlich führend ist. Dann haben wir eben Roboter aus Südkorea, die können das einfach, die machen das und die sind einfach weltweit führend. Dann natürlich die großen Dickschiffe, die müssen wir auch noch haben. Da gucken wir uns Microsoft an, die haben ja die HoloLens 2 vorgestellt. Ja, genau. Und Kinect kommt jetzt hoffentlich bald mal, also das ist ein super Sensor. Und dann natürlich Huawei, etwas gebeutelt in der letzten Zeit, aber doch ein sehr wichtiger Ausrüster. Und auch wenn alle sie im Augenblick wäschen, man kommt über die nicht dran vorbei. Es geht einfach nicht. Die haben die Patente, die haben das Know-how und die anderen haben halt gepennt. Genau, also pennt nicht weiter, sondern wacht auf, macht mit. Ja. IoT ist da, KI ist da. Lass uns Gas geben. Ich freue mich heute auf die Tour. Wir haben, glaube ich, wie viel hast du? 20, 25 Vorstände und Geschäftsführer im Schlepptau, mit denen wir hier über die Messe gehen. Finde ich total spannend. Ja, leider ist unser Minister nicht dabei. Ja, damit einen schönen Gruß an Pinkwart, lieber Pinky. Ich hoffe, beim nächsten Jahr dann wieder doch vor Ort. Du verpasst hier was. Ja, alles klar. Ich wünsche euch was und wir sehen uns vielleicht später noch. Servus. Servus. Sehr gut.